Herzlich willkommen zum heutigen Panorama, moderiert aus Heimberg. Wir haben heute folgende Themen für euch in der Sendung. Ein Leben für Untersee, Fusion der Zivilschutzorganisationen und der Futtertransport vor Armee. Der Gemeindepräsident von Untersee, Jürg Ritschard, tritt mit ruhigem Gewissen zurück. Der 70-Jährige hat das Rampenlicht nie gesucht und lieber pragmatisch im Hintergrund gearbeitet. Nach 26 Jahren im Dienst der Gemeinde, davon 12 als Gemeindepräsident, schaut er seinem Rücktritt Ende Jahr entspannt entgegen. Und auf eine bewegte Amtszeit mit Höhen und Tiefen. Das erste ist eine Dankbarkeit, dass man es so lange machen durfte. Effektiv sind es ja eigentlich 26 Jahre, wenn ich die gesamte Gemeinderatszeit dazu nehme. Und das war eine äußerst schöne, bereichernde Zeit. Und für die Zukunft mache ich mir nicht so grosse Gedanken. Da gibt es andere Tätigkeiten. Und zurückschauen sollte man ja nie in dem Sinn mit Bedauern. Ich gehe und ich bin dankbar, dass ich es so lange machen durfte. Ich habe jetzt nicht Zeit gehabt und auch mir die Zeit nicht genommen, darüber nachzudenken, was ist nach dem 31. Dezember 2024. Das wird sich ergeben. Und da hat man auch noch das Privatleben, das tut man da nicht ausbreiten. Aber was sicher ist, das Geschäft ist auch noch da und das ist ein relativ grosses Geschäft mit Herausforderungen. Und die tue ich gerne weiter auch annehmen, die Herausforderungen und bewältigen. Das ist sicher die Entwicklung der Gemeinde. Wir sind eine Wohngemeinde und zusammen mit den Behörden und der Bevölkerung hat man das erhalten. Auch trotz gegenläufiger Entwicklungen, wenn wir hier an das Airbnb denken. Aber wir haben es Untersee doch noch recht ruhig und haben eine sehr gute Qualität. Wir haben gute Schulen. Wir haben zahlreiche Kinder, die Schule besuchen. Und einfach sehr hohe Lebensqualität. Das ist eigentlich das Zentrale, wo ich mit dem Gemeinderat zusammen in den letzten Vierteljahrhundert sicherstellen durften. Und daneben gibt es natürlich in dieser Zeit so viele Geschäfte, erfreuliche und weniger erfreuliche. Aber wir haben sehr, sehr viel auch für Untersee bewirken, dass wir wieder finanziell gut dastehen. Es hat am Anfang nicht so gut ausgesehen. Und auch baulich hat man die Gemeinde vorwärts gebracht. Aber es sind noch viele Projekte hängig, die noch Nachfolger dürfen beenden. Die Zivilschutzorganisationen Jungfrau und Alpenregion haben sich zum Zivilschutz Interlaken-Oberhasli zusammengeschlossen. Die Fusion wird mit einem neuen Logo und mit der Fahrt auf dem Brienzersee gefeiert. Die neue Organisation ist auf Kurs. Ihren ersten Einsatz hat sie mit den Unwettern zu Brienz bereits gemeistert. Für uns ist es ein freudiger Tag. Wir feiern heute ungefähr 100 Tage vor der Fusion, wo sich die ZSO Jungfrau und ZSO Alpenregion zusammenschließen zur neuen Organisation oder zum Zivilschutz Interlaken-Oberhasli. Das ist schön, dass man so eine Meilenstein feiern darf. Ich muss sagen, wir hatten wirklich ein gutes Projekt gehabt. Es hat sehr geholfen, dass man wirklich von Anfang an eigentlich einig war, dass die Fusion sinnvoll ist, dass wir das brauchen. Wir haben schon länger, wo wir daran arbeiten. Jetzt ist es so weit konkret, dass wir all die 28 Verträge unterschrieben haben, die liegen vor. Also die Zusammenarbeit steht nicht mehr im Weg. Kritische Stimmen eigentlich nicht. Es war ein bisschen die Frage, was der Zeitpunkt sein soll. Man hat gespürt, dass man das machen sollte. Die grössten Herausforderungen waren die Vorbereitungen. Wie tut man die neue Organisation organisieren? Sicher, es wird ein grosses Gebiet, vor allem geografisch gesehen, dass wir genug Personal haben, das richtige Kaderpersonal, das können bilden. Das war sicher nicht einfach gewesen, dass wir auch trotz der Grösse eigentlich nicht die lokale Verankerung verlieren. Ich denke, die Chancen sind halt wirklich die, dass man jetzt eine gewisse Grösse hat, sei es vom Kommando aus, wo man jetzt halt wirklich mehrere Berufsleute hat, die Vollzeit sich in dem engagieren können. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in dieser grossen Region, auf die neue Herausforderung, zusammen mit unserem Kader, auf das neue Kader, das ich so erwähnen darf. Es gibt sicher sehr viele Herausforderungen zu bewältigen.
Aber das im Großen und Ganzen freue ich mich darauf, dass wir jetzt diesen Weg dürfen gehen und so mehr Schlagkraft haben, flexibler können reagieren können, dass wir dort auch genügend Personal haben für in der weiteren Zukunft. Und das ist sicher ein grosses Problem, das Bestandsproblematik, die der Zivilschutz hat, und mit dem können wir dem ein bisschen entgegenwirken. Das ist auch ein grosser Dienst für uns Gemeinden eigentlich, dass man dort weiss, dass das klappt von der Organisation her, und das schenkt einem sehr viel Vertrauen. Am Mittwoch ist der Futtermitteltransport durch das Militär nach Misox im Graubünden beendet worden. Rund 25 Betriebe haben von dieser solidarischen Aktion aus der ganzen Schweiz profitieren. Organisiert haben das Ganze der Bündner Bauernverband, der Regionalverband und der Plantahof. Das war es schon wieder mit unserem heutigen Panorama. Die ausführlichen Artikel zu unseren Themen findet ihr auf unserer Webseite und im App. Jetzt übergebe ich noch das Wort an Kelly Müller im Studio. Er stellt euch seinen heutigen Gast in unserer Talksendung «Zusammen im Zentrum» gerade selber vor. Ja, heute bei mir im «Zusammen im Zentrum» ist der Dominik Blaser. Er ist Hobbyfotograf, aber ganz spezieller. Er tut Storms, also Stürme, chasen, jagen in der Schweiz, aber auch international. Und er erzählt uns ein bisschen mehr über sein außergewöhnliches Hobby und was das alles beinhaltet. Jetzt seht ihr noch das Wetter mit unseren Kolleginnen und Kollegen von Meteo News. Merci vielmals fürs Zuschauen und bis gleich. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Ferien. Made in Bern. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihrem Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Schön, sind Sie wieder mit dabei. Ja, der Mittwoch hat unten grau und oben blau angefangen. Es haben sich Hochnebelfelder mit einer Obergrenze von knapp 1500 Meter breit gemacht. Die haben sich im Tagesverlauf dann aber so langsam immer mehr gelichtet. Morgen liegen wir nach wie vor an der Südflanke von einer ausgedehnten Hochdruckzone in einer leichten Beissenströmung. Gleichzeitig zieht man aber ein bisschen nördlich von uns ein Höhetief von Osten in Richtung Frankreich. Damit steigt das Regenrisiko in den Bergen ein bisschen an. Morgen am Vormittag machen sich unterhalb von 1200 bis 1400 Meter wieder Hochnebelfelder breit. Abgesehen von dem ist es meistens sonnig. Die Temperaturen liegen am Morgen bei 8 bis 9 Grad umeinander. Und im Tagesverlauf lösen sich die Hochnebelfelder dann aber immer mehr auf. Wir haben also einen recht sonnigen Nachmittag vor uns. Über den Bergen bilden sich währenddessen immer grössere Quellwolken. Dort gibt es lokale Regengüsse. Die Temperaturen erreichen 18 bis 20 Grad. Im Flachland bläst eine leichte Brise. Auf den Bergen haben wir leichten Wind, der von Nordost auf Südwest dreht. Die 0-Grad-Grenze liegt auf rund 3000 Meter. Ja, vom Freitag bis am Sonntag gibt es nochmal Nebel, bzw. am Freitag teils auch tiefe Hochnebelfelder. Nachher geht es dann aber auch wieder mit recht sonnigem Wetter weiter. Über den Bergen bildet sich wieder Quellwolken und das Regenrisiko steigt dort ein bisschen an. Am Sonntag wird mit einer Südwestströmung allerdings wieder feuchtere Luft zu uns hertransportiert. Im Tagesverlauf kommen von Westen her immer mehr und dichtere hohe Wolken dazu. Wir haben ein warmes Wochenende vor uns. Die Temperaturen erreichen nach einem frischen Morgenwert um 21 Grad. Ja, nächste Woche nähert sich uns dann vom Ärmelkanal her wieder ein Tief und das bringt unbeständiges und gelegentlich nasses Wetter mit sich. Damit wäre es das auch schon wieder von meiner Seite. Ich bedanke mich dafür, dass Sie zugeschaut haben und wünsche Ihnen noch eine ganz gute Zeit. Ade miteinander.